Vertretung. Unser Trainergespräch, das obligatorische Show. Endstand der Partie HSG Böhlen gegen SV Anhalt Bernburg 29:29. In der Tabelle hat sich nicht viel geändert. Der SV Anhalt Bernburg ist 7. geblieben mit 21:21 Punkten. Wir haben durch das bessere Torverhältnis erst einmal, weil wir gegen Güterstadt erst einmal gespielt haben, einen Platz gut gemacht, Platz 8 mit 20:22 Punkten. Ja, Sven Liesemann, ein Spiel mit Höhen und Tiefen auf beiden Seiten. Wie siehst du die Partie? Ja, ich bin von meiner Seite gemeint. Ich glaube, Sie haben schon ganz passend gesagt, ich muss sagen, einen starken Beginn von uns. Leider in den ersten 5 Minuten, glaube ich, 300-400% in der Chance liegen lassen. Ich glaube, da hat man auch schon so ein bisschen gemerkt, dass beide Mannschaften, ja, dass es natürlich um was ging. Das muss man jetzt klar sagen. Also wir haben direkt die Konkurrenten treffen aufeinander in diesem, ja, wahrscheinlich am Ende 7., 8. Platz. Wenn man nicht konsequent wie in der letzten Woche im Werte, da haben wir es konsequent vor allem in der ersten Halbzeit wirklich ganz gut umgesetzt und sich viele Chancen ganz einfach verwertet und ja, und wir sind nicht solche Mannschaft, die ganz einfach von vorne weg oder von hinten an dann nochmal erkennen kann und ich glaube ganz einfach, dass ich hatte vorher schon getroffen, waren da vom Video sieht man ja, dass natürlich Polen ein kampfstark ist, sehr dynamischen, athletischen Handball spielt, der die Lücken konsequent nutzen will und ja, sie haben das gespielt, was wir auf dem Video gesehen haben, wo wir uns was vorbereitet haben, aber natürlich mit der Dynamik, die natürlich das Gleiche tut. Ja, und ich glaube, uns ist natürlich ein bisschen entgegengekommen, dass der Jonas Faulbach, denke ich, nicht dabei war. Das war sicherlich ein bisschen günstiger für uns, weil bekanntlich ist er natürlich aus dem Rückraum gefahren natürlich noch eine Klasse schärfer als bei Polen heute auf der Platte waren. Ja, und ich denke zur Halbzeit ganz klar mit, ich glaube, 3 Minus, 17-14, glaube ich, mehr als verdient für Polen, haben wir viel Tackle im Spiel nach vorne gemacht, erste, zweite Welle. Ja, und wir haben es ganz einfach nicht 9:11 steht, wir haben es in Meter, ja, verwirft man, dann kriegt man eine dumme Unterzahl, dann gleich mit 2, 3 Toren im Rückstand. Ja, und in der zweiten Halbzeit muss ich sagen, da haben wir es über die Deckung ganz einfach noch, denke ich, ganz gut gelöst und wie anfangs angesprochen, ich glaube, zum Schluss hat auch ein bisschen der Kohle auch ein bisschen Kraft gefehlt und muss ich sagen, über die Alternativen. Im Vorhinein sieht das vielleicht ganz anders aus, das Spiel. Ja, aber ich denke, den Punkt, also wir können damit definitiv leben. Ich denke, für beide war es wichtig, nicht zu verlieren. Ich glaube, in dieser Liga, in diesem verrestlichen bleibenden Spiel, glaube ich, zählt jeder Punkt. Ja, und wie eng das ist, das sieht man auch in den anderen Spielen und ich glaube, dass es bis zum Ende der Saison wird. Besten Dank, Herr Steinmann. Jeder Punkt zählt. Am Anfang hieß es vom Spiel 4 Punkte Spiel. Jetzt haben wir 1 Punkt, aber der ist auch recht wichtig für uns. Ja, ich denke schon, man muss einfach sagen, den Punkt haben wir vielleicht sogar glücklicher erreicht heute. Und trotzdem ist er eigentlich verdient. Ich denke, mit Unentschieden müssen wir leben. Wir haben einfach mit der zweiten Halbzeit Durchhänge gehabt, wir haben glaube ich 10, 12 Minuten kein Tor geworfen und das war mit entscheidend und wir sind heute in der Antwort zu einem Spiel gekommen, wie wir das die letzten Spiele in den Griff haben. Da würde man eine Sorge, viele Probleme bereiten im Zusammenspiel im Kreis und im Halblinken. Aber wer mal die Spiele von Bernburg geguckt hat, wer mal sieht, die spielen gegen einmal mit Match im ganzen Jahr, ansonsten sind wir immer ganz eng dran in München und so weiter. Das ist so, dass Bernburg eine stabile Abwehr hat und wirklich sehr gut gedeckt hat. Und ich kann mit dem Punkt nach dem Spielverlauf heute können wir leben, glaube ich. Sicher immer gerne gewonnen, ist keine Frage. Ja, Sven, dadurch, dass das ein Nachholspiel war, haben wir ja in 2 Wochen wieder das Vergnügen, dass wir bei euch spielen, beziehungsweise in 3 Wochen. Was erwartet die HSG Böhlen in Bernburg? Ja gut, wir haben glaube ich jetzt auch erstmal eine Woche spielfrei. Das heißt natürlich nicht für uns trainingsfrei, sondern man sagt, der Trainingsbetrieb geht natürlich weiter. Die Schwerpunkte im Training werden natürlich anders gesetzt. Ich denke, in diesen 3 Wochen, da haben wir vorher ein ganz, ganz wichtiges Spiel, meines Erachtens das Schlüsselspiel, da spielen wir in Kassel. Ja, wenn wir jetzt Punkten herstellen, wir haben jetzt 21 Punkte, da müssen wir ganz einfach den Sack zumachen, dann müssen wir 2 Punkte holen und
ich denke, man kann in dieser Liga wirklich nicht einfach so rechnen, da holt man Punkte, da nicht und da nicht. Ich glaube, man muss jetzt wirklich in jedes nächste Spiel, und das ist ein Schlüsselspiel in Werte, ganz einfach konzentriert und vor allem engagiert da angreifen. Und nochmal, das Schlüsselspiel für uns wird jetzt in 14 Tagen in Kassel sein. Und was danach kommt, die anderen Mannschaften, die nicht auch noch bekommen haben, dann wollen wir einfach schauen. Ja, besten Dank. Was die kleine Prognose für die nächsten Spiele Punkt für Punkt erkämpfen, so wie wir es die letzten Spiele gemacht haben, und dann schauen, dass die anderen Mannschaften jetzt HG Köthen auf Platz 10, 17 zu 23 weiterhin uns bleiben. Ja, wir haben auf jeden Fall weiterhin uns lassen, das ist ganz klar. Nächstes Spiel ist in Duderstadt, nächste Woche, und wir fahren eigentlich optimistisch nach Duderstadt. Wir versuchen auch in Duderstadt zu gewinnen, wenn uns das gelingen soll, da haben wir diesen Schritt gemacht, dann hätten wir heute sicherlich mit dem Sieg auch gemacht. Allerdings muss man auch sagen, wenn man sich überlegt, dass wir die 2 Spitzenspiele zu Hause gewonnen haben jetzt, wenn wir da nur 1 ummachen, dann sieht das für uns ganz schlimm aus. Und von daher ist ja jetzt immer im Moment mit unserem Wettbestand 2 über Zoll, das wir eigentlich wollten. Ich meine, wir nehmen jeden mit, sind wir heute auch. Und in Duderstadt, dann ist wir zu Hause gegen HC Bad Neustadt. Und da muss man gucken, wir denken auch so immer ein Spiel nach dem anderen. Und mal sehen, ich möchte aber trotzdem heute mal sagen, auch wenn der Jonas nicht gespielt hat, ich denke heute hat der Björn wirklich ein gutes Spiel gemacht auf seiner angestammten Position. Das wollte ich einfach nur noch mal erwähnt haben, weil man einfach sagen muss, dass der Björn sowohl defensiv als auch offensiv heute wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Und das ist halt so, der Christian hat jetzt 4 Wochen lang überhaupt nicht trainiert. Christian ist eigentlich verletzt. Christian durfte nun mal gar nicht spielen. Ähnlich ist es beim Basti Kai. Wir haben am Freitag wieder mit 7 Mann oder mit 8 Mann und 3 Torhüter gestanden. Und das ist im Moment auch für die Mannschaft nicht ganz so einfach. Sicherlich ist ein bisschen Euphorie nach dem Spiel gegen Leipzig und München. Aber der Trainingsbetrieb, der klemmt dann doch immer ein bisschen in so einem Spiel wie heute, wo es ganz eng wird. Und man muss dann auch die Leute bringen, die mit trainieren. Und in dieser Klasse ist das nicht mehr so, dass man einfach mal sagt, der hat jetzt mal eine Woche ausgesetzt, das macht nichts. Also das ist schon, da wird schon einiges verlangt. Und ich denke auch Bernburg hier, eine körperlich starke Mannschaft hat eben sicherlich auch alles abverlangt. Also die anderen trainieren auch so. Ja, besten Dank. Euch eine gute Heimfahrt und dann in 3 Wochen wieder da.